Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Brankic Cooks. Heute gibt es wieder mal was Bosnisches, also ein bosnisches traditionelles Rezept. Ich mache eine Pita, aber keine gewöhnliche. Ich mache eine Bavrlja. Ihr fragt euch bestimmt, was eine Bavrlja ist. Es ist, wie gesagt, eine Pita, die man mit selbstgemachter Jufka macht und man füllt die Jufka mit Hähnchenfleisch. Um zu sehen, wie man sie zubereitet, bleibt bitte dran und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Für die Jufka benötigen wir Mehl, Salz, ein wenig Öl und ein Glas lauwarmes Wasser. Da alle Zutaten für die Jufka vorbereitet sind, können wir auch anfangen. Zuerst gebe ich Salz zum Mehl. Vermische alles miteinander. Gebe Wasser dazu und Öl. Und nun vereine ich alles miteinander. Da die Konsistenz noch nicht passt, gebe ich noch Mehl dazu. Und mische weiter. Damit der Teig schön geschmeidig und ohne Klümpchen wird, knete ich weiter mit der Hand. Ich knete ungefähr 5 Minuten lang und gebe nach und nach noch ein wenig Mehl dazu. Nachdem die Jufka fertig geknetet ist und zu einem Ball geformt wurde, gebe ich ein wenig Öl drüber und öle die Jufka an. Und ich lasse sie für ungefähr 5 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit bereite ich die Füllung vor. Dafür benötige ich Hähnchenfleisch. Ich habe hier Hähnchenfleisch von der Hähnchenkeule, die ich klein geschnitten habe. Manche sind mit Knochen und manche ohne Knochen. Klein geschnittene Zwiebeln, klein geschnittene Kartoffeln und Gewürze. Salz, Pfeffer und Gemüsegewürz. Ich gebe zum Fleisch zuerst die klein geschnittenen Kartoffeln, danach die Zwiebeln und zum Schluss noch die Gewürze. Vereine nun alles miteinander. Und die Füllung ist bereit. Nun streue ich etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und nehme die Jufka aus der Schüssel. Bestreue die Jufka auch mit etwas Mehl. Nun rolle ich die Jufka dünn aus.
streue noch etwas Mehl drüber. Nun ist die Jufka genügend ausgerollt worden und ich gebe Öl drüber und bedecke die Jufka ganz mit Öl. Nachdem die ganze Jufka mit Öl bedeckt ist, also bedeckt wurde, klappe ich eine Seite über die andere und lasse die Jufka ruhen. Nach ungefähr 15 Minuten können wir weitermachen. Also ich strecke den Teig, also die Jufka, so weit wie möglich aus. Nachdem der Teig genug ausgestreckt wurde, schneide ich aus dem Teig mittelgroße Vierecke aus, die ich später mit der Füllung fülle. Und nun füllen wir die Jufka. Also ich gebe die Mischung in die Mitte von der Jufka. Und gebe noch geschmolzene Butter vermischt mit ein wenig Öl drüber. Und zum Schluss wickle ich sie ein. Nachdem das ganze Teig und auch die Füllung verwendet worden sind, kommen die Babilscha in ein angeöltes, rundes Blech. Und nun können Sie in den Ofen. Ich stelle den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und gebe die Babilscha hinein.
und ich backe sie ungefähr 40 Minuten lang. Nach 40 Minuten ist die Babyluscha fertig und ich nehme sie raus. Begieße sie noch mit ein wenig Wasser und Salz und gebe sie noch für ungefähr 5 Minuten in den Ofen. Und nun ist die Babyluscha fertig und ich nehme sie raus. Ich hoffe, euch hat das Video und das Rezept gefallen und ihr macht es nach. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!